Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zum heutigen Panorama, moderiert aus Bern. Wir haben folgende 3 Themen heute für euch in der Sendung. Grindelwald-Tourismus mit Rekordjahr, aber kommen auch an die Belastungsgrenzen. Auch die AWAG feiert ein weiteres Rekordjahr. Und der Spielerfinder Urs Hostetler aus Bern. An der jährlichen Mitgliederversammlung blickt Grindelwald Tourismus auf beeindruckende Zahlen auf das Jahr 2023 zurück. Sie haben Rekordzahlen geschrieben und so viele Logiernächte wie noch nie verbucht. Aber die Zahlen bringen den Verein auch an die Belastungsgrenzen. Mein Kollege Max Saladin hat mit dem Geschäftsführer Bruno Hauswirth und mit dem Gemeindepräsident Beat Bucher über die Belastungsgrenzen geredet. Ja, es ist ja so, rein numerisch haben wir ja gehört, wir haben eine bessere Auslastung von 71%, also rein numerisch könnte man sagen, es haben noch 29% Platz. Das ist natürlich nicht realistisch, aber bezüglich der Belastungsgrenze ist es so, dass wir einfach glauben, dass das Wachstum, das wir jetzt in den letzten 10 Jahren hatten, wir haben 62% mehr Logiernächte generiert in den letzten 10 Jahren. Ich glaube einfach, oder das Wachstum wird nicht mehr in diesem Umfang stattfinden. Das wird sich verlangsamen, letztendlich auch ganz einfach aus Kapazitätsgründen. Wir haben gerade im Bereich der Hotellerie haben wir dort gar nicht die Kapazitäten, für dass wir dort in einem solchen rasanten Tempo weiterfahren könnten. Ich glaube, wir sind schon nach der Belastungsgrenze. Man muss jetzt schon aufpassen, dass man nicht noch mehr Kapazität aufbaut oder Kapazität aufbaut am falschen Ort. Also, dass man es eben steuert, dass man schaut, was man noch machen kann, dass man es besser verteilt in dem Sinn. Weil irgendwann ist die Grenze erreicht. Oder? Irgendwann ist der Topf voll und darum muss man da sachte dran sein. Und ich glaube, wir sind schon an einer Grenze, wo man jetzt wirklich muss im Auge behalten muss, was man genau machen kann und für wen man es macht. Ich glaube schon, dass ein gewisser Teil schon genug hat, respektive einfach manchmal ein bisschen überbelastet ist von dem, was da stattfindet. Es kommt gerne darauf an, wer man fragt und zu welchem Zeitpunkt man fragt. Man muss ganz klar sagen, der Tourismus bringt uns so einiges. Wir haben ja Vorteile aus diesem Tourismus raus. Und jetzt müssen wir irgendwie die Balance finden, dass die Vorteile, die wir haben, nicht plötzlich überschwappen, dass es Nachteile gibt, wo wir eigentlich nicht mehr damit leben wollen. Und da müssen wir eben miteinander zusammen schauen, was wir da machen können, wie wir insbesondere ein Zukunftsprojekt entwickeln zusammen, dass es für alle auch lebenswert ist, hier gängig noch zu Grindelwald zu sein und hier eigentlich eine Arbeitsstelle hat, die auch vom Tourismus abhängig ist, ganz klar. Die AWAG Umwelt AG hat schon wieder Rekordzahlen im Gewinn und Umsatz vermelden. Das dank der steigenden Energiepreise. Mein Kollege Max Saladin war bei der Generalversammlung dabei und hat die Stimmen vom Geschäftsführer und Verwaltungsratspräsident eingefangen. Beide freuen sich über die Bilanz, wollen sich aber nicht auf den Lorbeeren ausruhen. Die sich zu lange auf ihren Lorbeeren haben ausgeruht und nachher verschwunden sind. Trotzdem erlaubt mir einen Blick zurück und den Kompass für die Zukunft einzustellen. Wir haben Freude, dass wir da nachhaltig Gewinne erzielen können, wie ich gesagt habe. Und dass es Rekordergebnis jetzt war, hat auch mit den hohen Energiepreisen zu tun. Da wissen wir, die können wieder auch sinken und werden auch sinken. Das hoffen wir für die Konsumenten. Aber wichtig ist für uns, dass wir nachhaltig Gewinne erzielen können, um für die Zukunft wieder zu investieren und auch unsere verschiedenen Geschäftsfelder. Und wir wissen auch, dass gerade die Energiepreise nicht beeinflussbar sind, also die sind auch schon wieder zurückgekommen. Ich schaue und orientiere mich nach vorn. Und von dem her ist das nächste Jahr und die nächsten Jahre und die Zukunft eigentlich das, was mich interessiert. Und da freue ich mich, mit dem Team, das die AWAG hat, mit den hervorragenden Leuten, ausgezeichnete Projekte, inklusive Nachhaltigkeitsprojekte zu machen. Wir versuchen eben Geschäftsfelder auszubauen. Wir wollen mehr in die Wertschöpfung im Kreislauf, eben mehr in den Kreislauf hineingehen. Dann gibt es Geschäftsfelder im Energiebereich, wo wir noch ausbauen könnten und so einfach breiter abgestürzt sein. Und natürlich mit dem Markt mitgehen. Grosse Thematik ist eben Kreislaufwirtschaft. Das sind ich sage jetzt kleinere Projekte vorhanden. Das grosse Thema, das auf uns zukommt, ist sicher die CO2-Thematik. Wenn die Schweiz 2050 neutral sein will, CO2-neutral, dann müssen wir auch unseren Beitrag dazu leisten. Und ja, das ist für die AWAG eine grosse Aufgabe. Urs Hostetler hat schon diverse Spiele erfunden, wie Anno Domini, Tichu und Kreml. Sein Ziel ist, bei den Leuten die Fantasie zu wecken und Bilder zu erzeugen.
Meine Kollegin Talina Dubach hat den Mathematiker gefragt, auf was es darauf ankommt beim Spielerfinden und wie er zu Hausregeln steht. Die Ausgangslage eines Spiels zu finden ist also sehr, sehr unterschiedlich. Die unterschiedlichsten Ansätze sind da nicht fix. Was mir aber wichtig ist Fantasie zu wecken bei den Leuten, auch Bilder zu erzeugen bei den Leuten, auch die Interaktion unter den Leuten. Ja gut, Mathematik, höhere Mathematik hilft jetzt nicht so viel bei einem Spiel, aber das logische Denken, entwickeln, Wahrscheinlichkeitsvorstellungen und so helfen natürlich schon beim Entwickeln von einem Spiel. Nur sollte man nicht drauf bleiben hocken und jetzt einfach den Mathematiker vorkehren und die Spiele alle so straight, logisch, eierkopfmässig machen. Man macht das Spiel schliesslich für die Leute und nicht für sich selber. Ich bin auch ein Liedermacher, habe Lieder geschrieben, habe Bücher geschrieben, von Schriftstellerei her. Die Sprache interessiert mich natürlich schon. Aber es muss nicht immer Sprache sein. Ich bin eher jetzt ein bisschen drauf auf die Schiene gekommen, weil sehr viele Spiele gegenwärtig international gemacht werden und keine Sprache haben. Ich liebe die Sprache. Die Sprache hängt für mich auch mit der Schweiz zusammen, mit unserem Land, dass ich etwas machen kann, das halt eben richtig schweizerisch ist und nicht irgendwelche internationalen Symbole. Ich habe angefangen vor Jahren mit einem Wahlspiel und nachher Kreml gemacht. Ist jetzt auch nicht ganz unaktuell langsam, wenn der Putin älter wird. Ich mache gerne Zeug, ich mache eben Anno Domini Spiele und so Sachen, wo ich mich reingebe, teilweise absurde Sachen, eben Bilder, die ich suche und so, und probiere die den Leuten zu geben, dass sie auch Spass haben daran. Und ich muss sagen, es gibt neuerdings sehr viele Spiele, die einfach so funktionieren mit, man muss irgendwelche Dinge sammeln, Ressourcen sammeln, irgendetwas kombinieren und nachher einen Siegpunkt machen. Und das war es dann. Es ist für mich nicht witzig, es ist nicht lustig für mich. Für mich ist das Zusammensein der Leute wichtig und die Fantasie der Leute wichtig. Ja. Jetzt übergebe ich gerne noch das Wort an Matthias Mast aus dem Talk «Zusammen im Zentrum». 1962 war ein super Jahr. Ich bin auf die Welt gekommen und Marianne Milani ist auf Bern gekommen. Das zusammen gibt es ein Gespräch vor Superlativen. Wir reden über gut 60 Jahre Bern. Das war es vom heutigen Panorama. Weitere Infos zu unseren Beiträgen findet ihr entweder auf www.plattformj.ch oder in unserer App. Wie das Wetter in den nächsten Tagen wird, erzählen uns die Mediennews-Kollegen gerade im Anschluss. Danke euch vielmals fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss zusammen. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bärenstarke Sommerferien. Made in Bern. Hier ist das Wetter auf der Plattform J, meine Damen und Herren, am 20. Juni. Ganz herzlich willkommen. Heute ein spezieller Tag, astronomisch. Und somit offiziell hat nämlich heute der Sommer angefangen. Wir haben nicht nur den Sommeranfang auf der Nordhemisphäre und auch bei uns in der Schweiz, sondern wir haben auch einen Gruß aus der Wüste bekommen in Form von Sahara-Staub. Wir sehen hier auf der Webcam von Spiez die Luft. Ja, es war ein bisschen dreckig, die Sichtweite nicht so gut. Der Grund ist eben, wie gesagt, der Sahara-Staub. Der wird dann morgen aus der Luft rausgewaschen. Da überquert uns von Südwesten her eine Kaltfront. Darum gibt es morgen am Freitag eher einen ungemütlichen Tag. Schon morgen regnet es und gewittert es stellenweise. Die Temperaturen starten am frühen Morgen bei 16 bis 17 Grad. Allgemein morgen am Freitag viel Wolken. Die Sonne kann sich zwar dann auch gelegentlich mal wieder zeigen, aber es gibt halt auch immer wieder Regengüsse und Gewitter. Auch am Nachmittag müssen wir mit denen rechnen. Temperaturen maximal noch bei etwa 20 bis 21 Grad. Ein auffrischender Südwestwind im Flachland. Gerade in Gewitternähe sind auch kräftige Böen möglich, auf den Bergen ein starker Südwestwind. Dann schauen wir uns noch die kommenden Tage an, wie es da aussieht und weitergeht in Sachen Wetter.
Ab und zu nass am Samstag, aber auch ein bisschen Sonne, knapp 20 Grad. Der Sonntag dann zumindest im Flachland meistens trocken, auch am Montag. Vor allem am Montag auch zum Teil recht sonnig, bei 24 Grad wird es wieder ein bisschen wärmer in den Bergen. Das heisst, vor allem im Oberland muss man aber sowohl am Sonntag wie auch am Montag mit Regengüssen rechnen. Während wie gesagt, im Flachland mehrheitlich trocken bleibt. Und dann sehen wir, geht es auch freundlich und warm weiter am Dienstag und Mittwoch, aber gerade so auf die Wochenmitte her dürfte dann das Gewitterrisiko auch wieder ansteigen. Danke vielmals fürs Zuschauen und ganz einen schönen Donnerstagabend.